Der Phantom und ich mussten in unserem Versteck bleiben, während die 3 die Mumie abgeladen und in einen anderen Raum gebracht haben. Tun die echt mit einem mobilen Röntgengerät die Mumie durchleuchten? Mit Röntgenstrahlen kann man feste Gegenstände sichtbar machen, die sich im Inneren von einer Mumie befinden. Sind die Tränen vielleicht wertvolle Edelsteine? Die 3, die angefangen haben zu spinnen, haben die Tränen bestimmt gefunden. Aber aus denen kommen wir keine Informationen mehr über. Die sind völlig durchgeknallt. Was sind die Tränen eigentlich? Das möchtest du gerne wissen, gell? Das möchten wir alle gerne wissen. Aber diese Info hat nur der Dr. Tod. Was wie ein Plan von ein paar Verrückten getönt hat, ist in Wirklichkeit das Ziel von einem Mann, wo man nur unter dem Decknamen Dr. Tod kennt hat. Unser Auftrag lautet, nach tränenförmigen Behältern zu suchen, die in einer von diesen Mumien versteckt sind. Haben Sie einen Verdacht, was mit den Archäologen passiert ist, die so unansprechbar sind? Nicht der geringste. Ehrlich gesagt, ist mir auch egal. Ich hätte nur gerne ihr Wissen aus ihnen rausgekützelt, aber alle unsere Versuche in dieser Richtung sind gescheitert. Der mit dem Narbengesicht hat sich in der Zwischenzeit wieder zu den anderen gesellt mit der Mitteilung, dass wieder nichts sei. Dann müssen wir die Mumie wieder aufladen. 20 Minuten hat er fürs Aufladen gebraucht. Dann ist der Henry grußlos abgefahren. Der Kleine ist wirklich ideal für den Job in dieser Gräberstadt. Er buddelt um, macht uns den Job und meint wirklich, er habe etwas zu sagen. Pech für ihn, dass der Bub den Anschlag überlebt hat. Darum hat er nämlich noch mal zurück müssen buddeln. Praktisch für uns. Wir müssen nicht Dreckarbeit machen. Aus 2 Gründen wollte ich ins ägyptische Museum. Erstens, weil ich herausfinden, wer die Mumie übernommen hat. Und zweitens, weil ich mit dieser Person über die Tränen vom schwarzen Krokodil reden. Weil Hunde im Museum nicht erlaubt sind, haben der Phantom und ich nicht den Haupteingang benutzen. Wir haben den riesigen Gebäudekomplex abgesucht, bis wir einen Liefereingang gefunden haben. Dort haben wir auch Henry seinen Transporter gefunden. Die Mumien waren schon abgeladen. Vom Henry keine Spur. Ein Phantom, seine Nase, hat sich heftig über den Boden bewegt. Lautstark hat er Gerüche eingesogen, wo er dort gewittert hat. Er hat mich durch einen verwinkelten Gang geleitet, der direkt in einen Ausstellungsraum geführt hat. Touristen haben sich murmelnd zwischen 2 hohen sitzenden Statuen bewegt.